Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Hollow Knight. Wir sind hier mitten beim Kolosseum stecken geblieben, bei der Grenze des Königreichs. Und wir wollen gerade mal zwei neue Wege erforschen. Und zwar beim unteren Pfeil, wie wir sehen, hat es hier eine Lücke frei, wie auch da oben. Und die zwei Wege würde ich mir jetzt ganz kurz noch schnell anschauen, ob es dort dann irgendetwas noch verbirgt. Da oben haben wir ja sogar auch noch einen, den müssten wir uns auch mal noch anschauen. He? Dann würde ich sagen, wir machen uns mal auf die Wege hier erforschen, um zu schauen, ob etwas Bestimmtes dort noch auf uns wartet. Und hoppla schon, los geht's. Muss ich da die Seite... Ja, ich muss komplett auf die andere Seite. Dann jetzt ist aber die Frage, ob ich oben durchgehe. Ich glaube, ich gehe fast lieber oben durch. Es sieht ein bisschen gechillter aus, als jetzt da unten durch sich versuchen. Jetzt bin ich... Nein, wirklich ganz rauf. Wir haben hier einen wirklich starken Gegner. Das sind nur die grossen, starken, bisschen festeren Flüge. Die tun mir nicht wirklich schaden. So, und ich glaube, da wäre es dann schon. Jawohl. Da haben wir das schon mal anbekommen. So, und da gehen wir jetzt unten durch. Genau, weil das haben wir, glaube ich, gar noch nicht machen können, weil wir dann unten durchgekommen sind. Ich glaube, ich habe es dann probiert, mit mich am Rand festheben und durchwitschen, aber das hat dann auch nicht so gut funktioniert. Sind wir da oben durch dann auch schon alles gesehen? Ich glaube, da oben durch sind wir dann von der anderen Seite hergekommen. Aber den Weg haben wir, wie es aussieht, noch nicht angeschaut. Dann machen wir doch das mal ganz kurz. So, oder ich bin dort aus einem bestimmten Grund nicht weitergekommen. Die Frage ist, aus welchem Grund komme ich nicht am Weg weiter? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Am besten ist einfach mal anschauen, warum genau. Da zeigt es mir das Bänkchen an. Kann man das kaputt schlagen da? Ah, was? Ich habe jetzt einfach gedacht, ich probiere das mal aus. Es sieht so einschlagbar aus. Ich schaue mir das Ganze jetzt mal noch schnell an. Und dann haben wir ein Bänkchen. Ausruhen. Karte aktualisiert. Betrachten. Journal eines Wanderers. Wieder eine gute Geldanlage, wenn wir dann beim Händler wieder vorbeigehen müssen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir da einfach so ein Bänkchen finden. Ich hätte jetzt gedacht, ich schlage einfach mal in den Himmel rauf. Oder mal, sonst hätte ich dann da mal versucht. Aber durch das, dass mir der gegen gezeigt hat und dass das so verlockend ausgesehen hat, haben wir doch mal ein Bänkchen gefunden. Das ist natürlich ziemlich nice, bevor wir da wirklich weitergehen. Man weiss ja nie, was da so von uns wartet. Genau, und da hinten sind wir, wie es aussieht, gar noch nicht gewesen. Okay, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ah, die kennen wir doch. Wart auf mich. Wir kommen. Wohin verschwindet sie jetzt wieder? Die ist einfach abgehauen. Wohin ist sie? Oh nein. Oh nein, das sieht nach einem Kampf aus. Bin ich parat für das? Sind wir parat für das? Gut, das Bänkchen wäre nicht allzu weit und ich könnte immer noch meine Emblem wechseln. Und die Frage ist einfach, ob wir jetzt wieder gegen sie kämpfen müssen. Wieso schon wieder? Hat sie noch nicht genug? Schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. Ja, es sieht wirklich nach einem Kampf aus. Oh Mann, also. Tief durchschnaufen, los geht's. Du suchst nach der tieferen Wahrheit. Die Schwachen könnten diese nicht ertragen. Okay. Und sie will schon wieder kämpfen mit uns, weil wir die Wahrheit nicht vertragen. Beweise, dass du dafür bereit bist. Ich halte mich nicht zurück. Mein Nagel ist tödlich und ich empfinde keinerlei Trauer beim Ableben eines Schwächlings. Zeige mir, dass du die Vergangenheit dieses Königreichs akzeptierst und Verantwortung für dessen Zukunft übernimmst. Okay. Wir haben jetzt schon ein paar Mal gegen sie gekämpft. Jetzt muss ich einfach... Ob sie wieder die gleiche Fähigkeit einsetzt. Ja, sie setzt, glaube ich, wirklich immer noch genau die gleichen Fähigkeiten ein. Aber ich stelle mich da gerade ziemlich dumm an. Ich stelle mich gerade wirklich ziemlich dumm an. Ah nein, okay. Also das ist jetzt wirklich eine totale Flaute gewesen, wie ich mich da gerade angestellt habe. Ich würde aber sagen, von Anfang an, ich wechsle gerade mal die zwei Sachen noch ein. Und zwar würde ich gerne mitnehmen gegen sie. Schnelligkeit bringt uns nichts. Das bringt uns alles nichts, wenn mehr Leben. Wenn dann gerade momentan mehr Leben oder Larven liegt, dass wenn wir Schaden bekommen, dass ich sie auf sie losschiessen kann, weil das habe ich bis jetzt noch nicht ausprobiert. Oder wirklich unser Seelenfänger. Das ist eine gute Frage. Komm, ich nehme mal den Seelenfänger mit. Und das Mal muss ich mich wirklich besser konzentrieren. Das ist jetzt wirklich ein Schuss in die Hose gewesen. Ein Schuss in den Ofen!
Und das soll ja nicht der Fall sein. Wir wollen jetzt wirklich die schnell besiegen, wenn wir da schon mal einen Weg gefunden haben, wie wir nochmal gegen sie kämpfen müssen. Und wie das Ganze könnte vielleicht weitergehen. Gehen wir gerade direkt nochmal in den Kampf hinein. Wo unsere Seele ist da. Jetzt lade ich mich sogar von meiner Seele treffen. Ich kann es nicht glauben. Schon wieder ein Leben weniger. Schaffen wir es auch mit einem weniger? Ja, dann komm, das schaffen wir. Das schaffen wir. Let's go. Wirklich sie zu uns kommen lassen. Okay. Bis jetzt schlagen wir uns gut. Ich muss mich einfach ein bisschen besser konzentrieren. Die Frau ist ziemlich schnell geworden. Ah! Okay, okay. Wir haben langsam wieder volle Seele, sonst versuche ich sie dann mal abzuschiessen. Ein bisschen. Ich hoffe eigentlich, dass wir sie... Gut, wir haben sie das erste Mal down. Leben komplett nachfüllen, so viel wie wir können. Gut, gut. Wow, wow, wow. Was ist das jetzt? Sie verhindert, dass ich da umeinander kumpen kann. Okay, okay. Wow, wow, wow. Ich brauche da meinen Platz, um umeinander hüpfen, bitte. Jetzt zeigt sie wirklich keine Gnade mehr mit uns. Okay, okay. Okay, okay. Sie ist einiges anders und stärker geworden als auch schon. Okay, wir haben sich noch mal zweimal treffen. Ah. Nein, oh. Noch ein Leben. Okay, aber ich habe zu wenig Seelen, um nochmal nachfüllen. Also mit einem Leben. Nein! Ach, die Bömbeli sind einfach so mühsam. Ich habe eher das Gefühl, in diesem Kampf bringt es mehr, wenn ich mein Larvenlied mitnehme. Einen stabilen Körper könnten wir eigentlich auch rausnehmen, weil der bringt uns auch nicht allzu viel. Oder ich nehme gerade beides mit. Ich glaube, ich nehme wirklich beides mit. Ich mache es mal so. Ich probiere es mal so nochmal. Wir probieren es jetzt nochmal ein drittes Mal. Weil ich glaube, der Kampf ist machbar. Also es sieht machbar aus, aber ich bin jetzt einfach ein bisschen irritiert von diesen vielen Kugeln, die dort so auf uns gewartet haben. Dann hoffe ich jetzt beim dritten wird es unser letzter Versuch sein. Und sonst müssen wir den Kampf einmal nochmal verschieben und schauen uns zuerst mal noch den anderen Weg an. Und schon wieder an den Schaden bekommen von uns. Jetzt mache ich aber das nicht mit. Das Mal mache ich das jetzt aber nicht mit, sondern wir gehen jetzt lieber nochmal zurück aufs Bänkchen, dass wir wirklich mit vollem Leben kämpfen können. Wie kann ich mich nur von meiner Seele treffen lassen? Bin ich gerade momentan wirklich... Kein Skill gerade momentan vor Ort bei mir. So, ausruhen und let's go. Dann nochmal alles zurück und dann schauen wir mal, ob wir jetzt der lieben Lady eins auf den Keks hauen. Aber ich behaupte, es sollte jetzt machbar sein. Also wir kommen durchgehend Seelen über. Wir haben ja 2 Phasen schon abgeschlossen. Die Frage ist, wie viele Phasen die Frau überhaupt hat. Hat sie nur 3 wie bei den letzten Malen auch schon? Oder hat sie sogar mehr das Mal? Das ist jetzt halt die Frage. Ich würde sagen, wirklich immer auf mich zukommen lassen. Okay, das... Nein, komm aus dem Weg einfach. Okay. Okay, okay. Halten uns... Ah, wieso kommst du jetzt so weit rauf? Hey! Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Erste Phase durch. Leben anfüllen. Gut. Mit einem Leben weniger kommen wir auch klar.
Genau, jetzt kommen die Bömbeli. Jetzt muss ich einfach immer schauen, dass ich da für mich... Ah! Jetzt setzt sie das und das. Habe ich völlig vergessen, dass sie das kann. Die hat sogar meine Schüsse abgewehrt. Die kennt ja gar nichts. So, nochmal Leben anfüllen. Die zweite Phase haben wir durch. Oh Mann! Leben anfüllen, Leben anfüllen. Okay, okay. Wir schlagen uns irgendwie. Nicht gut, aber irgendwie. Sie versperrt sich selber ein bisschen den Weg, habe ich das Gefühl. Nice! Wir haben es anbekommen. Ich fühle lieber jetzt schon mein Leben an, bevor da gerade noch mal etwas passiert. Zuhören. Wir haben es geschafft. So stark. Du könntest es schaffen, wenn du den Willen dazu hast. Doch könntest du deinen Nagel im Wissen um seine tragische Entstehung immer noch erheben, im Wissen um dich selbst? Dann tu es, Geist von Heilandsnest. Geh voran, brenne dir das Zeichen auf deinen Panzer und beanspruche den Königsthron. Okay. 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 Sie ist einfach verschwunden. Wir haben ihr eins auf den Deckel gegeben. Und sie sagt, wir sollen den Königsthron beanspruchen. Dann würde ich mal sagen, wir schauen einfach mal gemütlich weiter, was da so auf uns wartet. Ist da jetzt ein Königsthron, oder wie muss ich das jetzt verstehen? Also sie hat also gegen uns kämpfen, das mit Wahrheit. Abgeworfener Panzer. Betrachten. Wow! Markiert durch Brandzeichen des Königs. Heilandsnest wird einen neuen Herrscher anerkennen. Die Tore des Königreichs werden sich öffnen. Wow, 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 wow! Was ist jetzt los? Hallo? Ich kann mich nicht bewegen. Ah, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Okay. Okay, okay. Oh, wow! Oh, was? Wir sind von der eingestürzten Höhle zermammelt worden. Und sie rettet uns. Zuerst will sie gegen uns kämpfen und nachher rettet sie uns. Oh Mann, danke dir vielmals. Das heisst, da hinten kommen wir schon mal nicht mehr. Aber wir haben ein neues Siegel gefunden. Und das kommt mir tierisch bekannt vor. Und zwar, genau... Jetzt muss ich schnell selber anschauen. Ich glaube, da unten drinnen... Da haben wir doch so eine Steinplatte gehabt, genau mit dieser Figur. Ich würde mal sagen, wir müssen uns das Ding mal genauer anschauen. Wir müssen uns das dann einfach noch genauer anschauen. Aber das Beste, was ich jetzt machen kann, ist zurück aufs Bänkchen, kurz abspeichern, meine Symbole wieder mitnehmen, meine Emblems und weiter auf der Erkundungstour gehen. Mann, haben wir jetzt gerade viel erlebt. Ui. So, du kommst weg, Larvenli, du kommst rein und der stabile Körper haben wir noch mit. Jawohl, okay. Jetzt muss ich eben gerade mal schauen, jetzt haben wir das Symbol erhalten. Wo ist denn das? Das da. Brandzeichen des Königs zeichnet den Träger als König aus. Mögen sich die uralten Städten von Heilandsnest davor eröffnen. Ich glaube wirklich, das ist das ein Siegel zum einen weiteren Durchgang öffnen. Das ist natürlich ziemlich nice. Wow. Nein, die schiessen, das sind die 3 schiessen, gegen die ich gar nicht kämpfen. Die machen mir mehr Angst als die Prinzessin, gegen die wir gerade gekämpft haben. So, wo bin ich jetzt genau? Genau, jetzt haben wir noch einen Weg unten durch, wo wir noch nicht angeschaut haben. Da könnten wir uns noch ganz kurz schnell antun. Ah! Ui! Ich gehe schnell da rüber. So. Hey, die verfolgen mich immer noch! Und da kommt schon das nächste, wo wir auf den Keks gehen.
Okay, okay. Ist es das gewesen? Ich habe mich eigentlich hier versteckt, um meine Seelen anfüllen, aber irgendwie bin ich verfolgt worden und habe noch mehr Seelen verloren, als ich wollte. Was, die warten immer noch da? Was sind das für dumme Insekten? So. Also einen haben wir schon mal weg. Die tun uns da richtig einsperren. Die okay, okay, komm, einfach da durch. Mann, 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 Mann. Das ist ein bisschen komisch. Ich habe die Insekten sowas von nicht gern. Das sind die zweitschlimmsten, die ich in ganz Hollow Knight kenne. Die schlimmsten sind immer noch in der Juwelkluft drin. Wieso kommt denn der weiter? Eigentlich schlage ich ihn, das heisst, er müsste eigentlich rückwärts kumpen. Das halt wirklich ein bisschen besser machen. So, dann tun wir nochmal schnell das Leben anfüllen, dass wir wieder mit vollem Leben unterwegs sind. Das wäre am logischsten. Ich bin immer noch überwältigt davon, dass sie uns gerettet hat. Und uns irgendetwas vom Königsthron erzählt hat. Aha, genau darum sind wir da nicht weitergekommen. Okay. Dann würde ich aber mal sagen, dann machen wir uns auf den Rückweg zum Hirschkäferweg und schauen mal nach, ob wir wirklich dort, wo ich gemeint habe, das Siegel können befreien oder öffnen. So. So, jetzt sind da keine Hindernisse mehr für mich. Komm, schlag drauf. Ja. Okay, jetzt haben wir schon gemeint, ich muss da wieder Schaden bekommen. Ach, die sind so nervig. Die sind wirklich so nervig. So, wo sind wir jetzt da? Genau, jetzt sind wir da einfach alles unten durch. So. Dann halt so, wenn es anders nicht geht. Gehen wir da mal weiter. Güchseln. Genau, und jetzt sind wir wieder da. Das heisst, wir machen uns jetzt eigentlich wieder auf den Weg in die Stadt der Tränen. Von dort aus können wir nämlich schön gediegen. Ah, das ist gar nicht zum draufkumpen. Ich knuddle. Ich habe gemeint, da kann man sich draufstellen. Dann machen wir uns wirklich auf... Ja, wieso lange das nicht? Ah, Mann! Ich muss die Flügel früher einsetzen. So. Ah, da ist der Conifer wieder. Jawohl, der ist immer noch da. Normalerweise verreist er doch immer und hinterlässt uns eine wunderschöne Memo, dass wir ihn irgendwo anders treffen können. Wie es aussieht, das mal ganz und gar nicht. Oh nein, ich hab gedacht, der kann gar nicht so weit fliegen, Mann. So. Dann schauen wir uns das Ganze jetzt mal schnell an. Oh, hey. So, er hat das wenigstens durchgesprengt. Ist auch in Ordnung. Wir sind ja eh auf dem Weg zu einem Bänkli. So. Dann können wir nämlich gemütlich auf dem Bänkli nochmal unser Leben anfüllen. Und da wartet auch schon unser lieber Hirschkäfer auf uns. Und ihm würde ich jetzt mal sagen, wir würden doch gerne in die versteckte Station, wenn es möglich wäre. Danke dir vielmals. So, wir sind hier in der versteckten Station, genau in der Palastgründe. Ich wollte mir das Ganze jetzt nämlich anschauen, ob das wirklich so ist, wie ich gemeint habe. Hoppla, Schorsch! Full Speed! Ja, salut zusammen. Da sind wir wieder. Schon wieder im uralten Becken. So, und jetzt müssten wir genau alles da haben. Jetzt wollte ich das einmal schon anschauen, ob ich das richtig im Kopf habe. Ah, da haben wir noch einen, komm. Ah, schade. Wenigstens ein bisschen Seelen nachfüllen. Genau, und jetzt haben wir da genau das gleiche Zeichen. Die Frage ist jetzt nur... Jawohl. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Wo sind wir da? Wir haben einen komplett neuen Bereich. Okay, okay. Ich mache mir ein bisschen Sorgen da, wenn ich ehrlich bin. Aha. Soll ich jetzt einfach mal abwärts gehen? Weil ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss.
Ah, falsche Seite geschlagen. Mann, bin ich ein Löli. Sucht jetzt einfach mal irgendwie einen Weg durchzufinden. Da haben wir einmal einen Berg voller Taler, da sage ich auch nicht nein. Aber wo muss ich da hin? Soll ich einfach mal versuchen, ganz runter zu gehen? Ui, ui. Die Frage ist auch, wie weit runter geht das, oder führt das ins Nichts? Ui! Ach, jetzt haben wir wieder einen Schock bekommen. So, nochmal Taler! Es regnet Taler! Da haben wir irgendein Skelett, das da drauf rumsteht. Wo sind wir? Ich lasse mich jetzt mal da fallen. Oh, ich habe gerade Angst bekommen. Okay. Wir sind da der Abgrund. Mit alles toten Schädel von uns. Oh mein Gott. Das Abbild von uns überall verteilt. Hey, was ist das? Mini-Hollow Knights oder zählen wir davon? Das sind alles Abbilder von unserer Seele. Oh mein Gott. Aber wisst ihr was? Ich würde euch mal sagen, wie das Ganze genau weitergeht in dem Abgrund, das schauen wir uns sonst doch an in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst Runde Hollow Knight. Ich bin gespannt darauf, was uns erwarten würde. Ich hoffe nichts Schlimmes. Aber cool haben wir jetzt weiter Weg gefunden. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo und ein Like da. Das würde mich tierisch freuen. Wenn ihr einen Kommentar schreiben wollt mit irgendwelchen Hinweisen oder Tipps oder einem Feedback, was ich besser machen könnte, ist auch immer willkommen. Danke vielmals fürs Einschalten und Tüdelü.